So, wir sprechen heute über die Schöpfung Gottes und das ist auch Sexualität. Und Sex gibt es so eine göttliche Perspektive, es gibt so die weltliche, wo alles ein bisschen pervers gemacht hat. Aber wenn wir verstehen, wie Gott es gedacht hat und was der Gedanke dahinter ist, wirst du merken, es ist eine wunderbare Sache und ich freue mich auf diese Predigt. Wir sind in einem Buch in der Bibel, wenn man sagt, Sexualität gehört nicht in die Kirche. Es gibt ein ganzes Buch, das heißt das Hohelied. Ein ganzes Buch in der Bibel ist über Erotik und auch über Sexualität. Also das heißt, wir müssen irgendwann darüber sprechen. Es gibt so 4 Mythen, Pastor Susanna, wo es gibt über Sexualität. Ja, 4 verschiedene Sichtweisen, wo wir ganz kurz mal einen Überblick geben möchten. Das erste ist, Sex ist ein Trieb, also Hauptsache, ich bin befriedigt. Was da nicht ganz aufgeht, ist, also Hunger oder das Bedürfnis nach Essen ist ja auch ein Trieb und wir wissen alle, dass wir das disziplinieren müssen, weil wenn wir einfach essen, was wir Lust haben und wie es uns gerade so geht, dann ist das nicht gesund für unseren Körper. Umso mehr gilt das Gleiche für unsere Sexualität. Wir können das nicht einfach dem Trieb überlassen. Das Zweite ist Sex als Scham, also besser nicht darüber sprechen. Und leider oft geprägt von negativen religiösen Gemeinschaften kommt sowas rüber, dass Sexualität etwas Schmutziges ist und halt einfach schlichtweg ein notwendiges Übel. Das ist auch eine Sichtweise, die man haben kann über Sexualität. Die dritte ist, Sexualität ist als Selbstausdruck, also so viel wie ich, mein Körper, mein Glück und das ist irgendwie das, was so uns die heutige Zeit so vorgibt. Also Hauptsache ich stehe im Mittelpunkt, Hauptsache ich selber kann mich damit darstellen und es geht einfach nur darum zum Liebe machen. Aber Liebe machen, das haben wir schon in den vorangegangenen Messages gehört, das hat eigentlich viel mehr zu tun, dass wir einander dienen in der Sexualität und dass wir uns sogar bis aufopfern in der Sexualität. Das ist eigentlich Liebe machen. Und dann die vierte Sichtweise, das ist Sex ist ein Geschenk. Sex ist etwas Göttliches, etwas Heiliges, etwas Sinnliches und etwas Hingebungsvolles und genau darauf wollen wir uns heute fokussieren, weil wir sind alles Menschen geschaffen von Gott und wir sind auch sexuelle Wesen und gleichzeitig sind wir Tempel des Heiligen Geistes und das geht zusammen. Geht zusammen, genau. Wir gehen jetzt in das Hohelied hinein. Ich werde einfach Bibeltexte lesen und dann kannst du dir deine Meinung machen, weil ich finde es so krass. Die Bibel hat eine Sprache im Alten Testament. Wenn man das alles übersetzen würde vom Originaltext, würden wir rot anlaufen. Sex ist im Hohelied ist unverblümt und es ist auch heilig. Hohelied 7, Vers 7 bis 10. Deine Gestalt gleicht einer hohen Dattelpalme. Und deine Brüste sind wie ihre Früchte. Ich sagte mir, ich will auf die Palme steigen und nach ihren reifen Früchten greifen. Freuen will ich mich an deinen Brüsten, die den Trauben an Weinstock gleichen. Dein Atmen will ich trinken, wie der frische Apfel duftet. Deine Lippen will ich spüren, denn sie schmecken wie edler Wein. Also wenn man das so liest, denkt man, wow, das ist aber übersetzt in der Hoffnung für alle. Aber im Urtext ist das eigentlich, Susanne, viel, viel krasser. Ja, so krass, dass man zumindest früher in der jüdischen Kultur Leuten unter 30 Jahren nicht erlaubt hat, dieses Buch zu lesen. Also das Hohelied der Liebe war ihnen nicht erlaubt zu lesen, um das, was da drin steht und so detailliert beschrieben, wie es eben im Hebräischen ist, heilig zu halten. Und nicht irgendwie komisch daherzukommen. Und deswegen, also Gott ist überhaupt kein prüder Gott und die Bibel ist kein prüdes Buch, auch das Hohelied der Liebe, das feiert die Liebe, das feiert Sexualität in der Ehe. Und es geht einfach darum zu realisieren, dass Sexualität und körperliche Nähe so viel mehr als einfach nur Romantik ist. Sie ist eine geistige und eine seelische Einheit, die Gott geschaffen hat. So eine Vorbereitung, du hast dich ein bisschen genervt über das Thema. Ja, also genervt in dem Sinne, nein, genervt ist falsch gesagt. Ich habe einfach den Verdacht, und das schmerzt mich auf der einen Seite. Ich habe den Verdacht, dass es so viele Leute gibt, die hier heute zuhören. Du würdest dir eine Partnerschaft wünschen und du würdest dir auch Sexualität wünschen. Also das meinst du? Plus ungefähr, ja. Plus ungefähr.
Genau, also das sind meine Gedanken. Und gleichzeitig habe ich einfach über diese ganze Beziehungsserie, wo wir jetzt drin sind, seit dem 27. April, habe ich so das Gefühl, dass viele von uns zwar verheiratet sind, aber Sexualität nicht so genießen können, wie es Gott eigentlich will. Und das ist genau das, was du am Anfang gesagt hast. Zuerst will der Feind uns im Bett haben und nachher will er uns aus dem Bett raus haben. Und wie wäre es, wenn wir das, was uns triggert, und es triggert mich auch, diese Beziehungsserie ist auch nicht etwas, das an mir einfach so spurlos vorübergeht. Jedes Jahr darf ich hier stehen und jedes Jahr darf ich darüber sprechen, ob es mir drum ist oder nicht. Aber ich habe gesagt, dieses Jahr, ich drehe den Spieß. Ich sage, danke Jesus, dass unsere Kirche einmal im Jahr über dieses Thema spricht und danke, dass ausgerechnet ich mich einmal im Jahr mit diesem Thema auseinandersetzen darf und Sexualität nicht irgendein, eben so ein, man muss halt oder man macht's halt, ist, sondern etwas, was mit Leidenschaft und mit Hingabe und mit Feiern verbunden ist. Genau, schön. Also wir gehen heute mit euch eine Reise im Hohelied, weil der Hohelied hat eine Reihenfolge. Hohelied beginnt ja, man verliebt sich, man sieht irgendjemand, dann haben sie sich verlobt und dann haben sie gestritten. Und es ist interessant, auch im Hohelied, sie hatten keinen Sex vor der Ehe und dann kommt die Sexualität. Und der erste Gedanke, den wir gehen, weckt die Liebe nicht auf. Man kann eine Liebe aufwecken. Und das ist jetzt ein Thema, wo du merkst, in der ganzen Welt ist das Thema genau das Gegenteil. Das heißt in Hohelied 2, Vers 7, 3, Vers 5, 8, Vers 4, du merkst, es kommt nicht einmal vor, es kommt dreimal vor, wo es wortwörtlich heißt, ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch bei der Liebe selbst, weckt sie nicht auf und empfacht die Leidenschaft nicht an, bis die Zeit dafür gekommen ist. Und jetzt kommt die Frage, wann ist ein guter Moment, wo diese sexuelle Leidenschaft erweckt werden darf? Und ich möchte hier einen Punkt droppen, und der mir ein bisschen zu schaffen macht, und zwar, es macht keinen Sinn, dass man im Kindergarten den Kindern bereits schon Aufklärung macht. Weil die Liebe ist noch nicht aufgeweckt, sie ist noch am Schlafen. Und es ist nicht einfach Fortschritt, wo man sagt, wir sind eben modern, wir sind fortschrittlich, wir wollen Leute aufklären. Man kann eine Aufklärung auch zu früh machen. Das ist die Frage, wann klärt man die Kinder auf? Mit 3, mit 5, mit 6, mit 7? Das ist ganz, ganz einfach. Man klärt sie dann auf, wenn man merkt, es ist auch unterschiedlich. Der eine Sohn bei uns, der wollte schon mit 5 Jahren alles wissen und der andere gesagt, boah, grusig. Oder? Und da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, wann nimmt man welches Kind zum Tisch und erklärt auch die ganz konkrete Sexualität. Und da ist es mega, mega wichtig, dass du es erklärst mit Würde, mit Respekt, mit einer Schöpfung Gottes, nicht als Komisches, nicht die Schamkultur, aber auch nicht das Perverse dieser Welt. Wir sind nicht pervers. Wir haben einen Heiligen Geist und der ist nicht pervers. Ich habe nichts zu tun mit dem perversen Geist dieser Welt, sondern wir haben einen Geist Gottes, der ist rein und auch heilig. Und wir erklären den Kindern die Sexualität, wir erklären den Kindern auch die Finanzen. Wir haben ihnen erklärt, wie mache ich Budget, was spenden wir, was verdiene ich. Man nimmt die Kinder in alle diese Themen hinein. Man darf es nicht zu früh aufwecken. Und man kann die Sexualität, das spreche ich zu allen Leuten, die Single sind, man kann die Sexualität auch wieder einschlafen. Du kannst sie schlafen legen. Jetzt denkst du, woher kommt das? Ganz, ganz einfach. Das Problem ist, wir sind heute so gedrillt, Sexualität ist ein neuer Gott. Die Sexualität ist der neue Gott. Gott ist unsere Sexualität. Das kommt vor Gott. Der Punkt ist das, früher, wenn du Mönch geworden bist, warst du auch rattenscharf und auch spitz, wenn ich das mal ganz bewusst so sage. Sie haben bewusst die Sexualität einschläfern lassen. Gott abgegeben und gesagt, Intimität ist nicht Sex. Wir haben eine intime Freundschaft mit Gott. Und Intimität ist mehr als einfach nur die Lust zu befriedigen. Sie haben gesagt, wir bauen eine intime Freundschaft auf mit diesem Gott im Himmel und er erfüllt jeden Aspekt in unserem Leben. Wenn man das heute hört, sagt man, wie soll das geschehen? Wir sind uns viele Dinge nicht mehr gewöhnt. Man kann Sexualität auch wieder einschlafen lassen und dann schläft sie und dann schläft sie und dann schläft sie. So, das ist das, was das Hohelied sagt. Ich möchte zu einem nächsten Punkt gehen. Sex vor der Ehe, der Garten ist noch verschlossen. Im Hohelied 4, Vers 11 bis 12 steht deutlich, wie Honig schmecken deine Lippen, meine Braut. Ja, süße Honigmilch hält deine Zunge für mich bereit. Und wie der Wald dort auf dem Libanon, so duften deine Kleider. Er
Mein Mädchen ist ein Garten, in dem die schönsten Pflanzen wachsen. Das hat er ja jetzt schon die ganze Zeit gesagt. Aber noch ist er mir verschlossen. Meine Braut ist eine erfrischende Quelle, aber noch kann ich nicht davon trinken. Und wenn wir bei diesem Bild von der Quelle bleiben, dann ist da klar, sie ist verschlossen und es gibt nur eine Person und das ist die Eigentümerin oder der Eigentümer, der Zugang hat zu dieser Quelle. Das ist das eine. Aber das andere heißt auch, dass wenn eine Quelle verschlossen ist, bleibt sie auch verschlossen vor Verunreinigungen. Und das ist etwas sehr Schönes. Und weißt du, apropos, also bestimmt hast du das schon gehört von diesem Bindungshormon, von diesem Oxytocin. Das ist ein wunderbares Hormon, das hilft, dass wir uns verbunden fühlen. Aber genau das wird ausgeschüttet und Sexualität, also miteinander schlafen, ist eben nicht einfach etwas auf körperlicher Ebene, sondern das geht auch bis in die Seele hinein und man verbindet sich mit Leib und Seele. Und deswegen ist es weise, wenn dieser Garten verschlossen bleibt bis zum richtigen Zeitpunkt. Es gibt ein kleines Detail, das ich oft auch sage, und zwar, die Frau hat ja ein Jungfernhäutchen, oder? Und das ist ganz interessant, und wenn man das erste Mal Sex hat, dann entsteht Blut, oder? Und eigentlich machst du mit dem einen Blutsbund. Das ist ein Blutsbund, von dem kommen alle Bünde im Alten Testament. Und das ist eigentlich, du machst einen Bund in der Sexualität. Und darum ist es nicht einfach so, man hat ein bisschen Sex, nicht so, man verbindet sich etwas. Und heute sagt die Leute, es ist ja nur Sex. Nein, du schüttest Hormone aus, die dich verbinden. Und wenn es nur neutral wäre, wäre das Thema auch gar kein Thema. Da könnte man sagen zu der Frau, tu doch nicht so empfindlich, tu doch nicht so verletzt. Ist ja nur Sex. Ist es nicht. Du merkst, es ist mehr als das. Es geht in die tiefste Seele da hinein. Es gibt auch eine Statistik, und die ist interessant. In Deutschland im Jahre 2024 hat man eine Statistik gemacht, dass 44% zwischen 18 und 29 Jahre sind Single. Also Single, und ich sage euch dann auch ganz konkret, warum auch Single. Der Pornokonsum im Jahre 2024 in Frankreich ist 82% zwischen 18 und 30 Jahre alt. Das heißt, die Leute sagen, wieso soll ich noch heiraten? Ich habe jemand gefragt, der jung ist, wieso hast du keine Freundin? Ich sagte, Freundin, spinnst du? Da musst du Blumen kaufen. Da musst du ins Kino gehen. Und dann weint sie. Und dann musst du essen gehen, Hand halten. Das ist mega mühsam. Und der Punkt ist, dass Social Media und auch Internet hat alles so entwickelt, dass du mit einem Knopfdruck kommst zu Sex. Es ist alles so entwickelt, dass du zu Hause so einfach wie möglich zu dem kommst, was du brauchst. Und was der Teufel macht, er schiebt uns in die Einsamkeit hinein und nicht mehr in das Verletzliche Gegenüber, wo man eben intim lebt. Mit anderen Worten, man hat eine Sache entwickelt, dass Pornokonsum etwas ist, wo auch viele, die verheiratet sind, auch viele Christen, wo ich spreche, mit vielen Männern, wo ich spreche, auch in einer Kirche, ist Porno ein Riesenthema. Wenn du einmal diese Türe aufgemacht hast, es ist eine größere Sucht als Drogen. Man kommt fast nicht mehr da los. Und der Punkt ist das, man entwickelt dann Bilder und Vorstellungen und dann merkt man, das Gegenüber geht nicht ab wie Schmitzkatze. Und das Umgekehrte auch. Und dann ist man enttäuscht und verletzt und man merkt plötzlich, es kommt nicht so, wie das man gerne hätte. Susanne, eine Frage, wenn man jetzt Single ist, darf man sich selber befriedigen? Das ist eine Frage. Gibt es in der Bibel eine Bibelstelle, die sagt, so goes it not? Ja, also Leo, du bist ja da der Theologe und nicht ich. Aber was ich weiß, ist Folgendes. Ich weiß, dass wir, und ich gehe mal davon aus, es geht allen von uns so, dass wir immer mal wieder so eine Anspannung, eine innere Anspannung aufbauen in unserem Körper und das scheint irgendwie normal zu sein. Und in der Sexualität, also wenn wir Sex machen, dann wird ein Hormon ausgeschüttet und das heißt Prolaktin und das wirkt eben genau entspannend. Vielleicht hast du dich, und das kann ich jetzt als Frau sagen, auch schon mal gewundert, wieso, dass du nach dem Sex weinst. Bei mir ist das manchmal so, weil es findet eine Entspannung statt. Und deswegen, also wir alle haben offensichtlich, dass unser Körper immer wieder mal anspannt und brauchen diese Entspannung. Aber es gibt auch andere Dinge außer Sexualität, die den Körper wieder in Entspannung bringt. Und das habe ich auch selber erlebt. Sport zum Beispiel ist eines dieser Dinge. Also hier gibt es nicht ein Ja, Nein, richtig, falsch, weil die Bibel sagt nicht viel darüber nach.
Das Problem ist, wenn du Selbstbefriedigung machst, ist die Bilder, die man sich anschaut oder auch Pornos, die man schaut. Das ist das Problem, ist nicht die Selbstbefriedigung an sich, sondern mit was man das kombiniert. Man hat dann Bilder im Kopf, die nicht mehr so schnell weggehen. Wenn man verheiratet ist, darf man dann da Selbstbefriedigung machen? Habe ich jemand gefragt. Ich habe gefragt, ich fragte dich auf der Bühne. Ja, das ist eine gute Frage. Darf man das? Sollte man das? Also mich hat jemand gefragt, geht es beim Sex eigentlich darum, dass ich Sex für mich mache oder dass ich Sex für den Partner mache? Gute Frage. Und nach dem, was ich jetzt schon alles gehört und gelesen habe, geht es vor allem darum, dass man auf den anderen schaut und wenn das beide machen, dann kommt keiner zu kurz. Also es gibt so eine Formel, die wir oft so sagen, wann ist Sex Sex? Ja, auch eine Frage, was ist Sex? Wann ist Sex Sex? Ist Oralsex Sex? Die einen sagen nein, das hat man auch in Amerika, ein Präsident hat das neu definiert. Wann ist Sex Sex, oder? Ja, wann ist Sex Sex? Leute sagen, ich habe keinen Sex vor der Ehe. Dann sage ich, ja, was machst du? Ja, ich mache Oral und das und das. Dann denke ich, oh meine Güte, oh krass, ja. Gibt eine einfache Regel. Wenn man verliebt ist bis hierhin, oder? Und wenn man verlobt ist, bis zum Bauchnabel, oder? Und wenn verheiratet ist, noch der Rest. Das ist eine einfache Regel, die man so nehmen kann. Du liegst sicher nicht falsch, wenn man das macht. So, also jetzt möchten wir aber in das Thema gehen. Wir haben angefangen, der Garten bleibt verschlossen. Es ist im Hohelied klar drin, es ist kein Sex vor Ehe steht da drin, ist nicht nur irgendwo ein Bibeltext, sondern ist eine Ausführung. Und Sex in der Ehe, jetzt gehen wir da in dieses Bett zusammen. Weil wir sind ja immer gewesen, wir waren im Keller, wir waren im Garten, wir waren in der Küche. Und das ist der Moment, Sex in der Ehe, jetzt machen wir diese Schlaufen auf, wo man das Schlafzimmer aufmacht. Bist du bereit? 1, 2, 1, 2, 3. Jetzt machen wir das auf. So, er ist eröffnet. Es ist eröffnet. Ich lese euch einen Text vor, Hohelied 5, Vers 1 und achtet mal auf die Grammatik. Für alle, die theologisch unterwegs sind, jetzt wird es theologisch sehr, sehr interessant. Es heißt, ich bin in meinem Garten gekommen, meine Schwester, meine Braut. Ich habe meine Myrrhe gepflückt samt meinem Balsam. Ich habe meine Wabe samt meinem Honig gegessen. Ich habe meinen Wein, meine Milch getrunken. Esst, Freude, trinkt und berauscht auch mit der Liebe. Dieses Wort Liebe, ich habe es übersetzt in Klammer, kommt ein Text im Urtext. Und dieses Wort Liebe heißt im Urtext Liebesfreunde erotisch. Also er sagt plötzlich zu der Frau, das ist mein Garten, du gehörst mir. Und das mag jetzt ein bisschen komisch wirken, weil Paulus sagt, an dem Tag, wo du heiratest, du dienst dem Gegenüber. Das heißt, es ist nicht mehr mein Körper, sondern mein Körper gehört Susanne. Ich sage immer viel Spaß mit den verschiedenen Polster, die ich habe. Und der Körper von Susanne gehört mir. Mit dem sage ich nicht, Susanne muss das machen, was ich will. Es geht um den Grundgedanken, du dienst dem Gegenüber. Und Sexualität geht nicht nur darum, dass ich auf meine Bedürfnisse alleine komme, sondern ich muss mir überlegen, wie kann ich meiner Frau dienen, damit sie Sexualität in wunderbarer Fülle lebt. Nochmal im nächsten Slide der Urtext. Jetzt möchte ich das ein bisschen klarer machen. Und jetzt merkst du ein bisschen, ich habe bewusst nicht jeden Text übersetzt, weil dann werden wir rot. Aber das Wort heißt im Hebräischen, man macht eine Bewegung, man schwingt, man stößt, man nährt sich mehr und es ist eigentlich eine leidenschaftliche Liebe für den Geliebten. Du merkst, also das ist eigentlich schon sehr konkret beschrieben, was die Liebe ganz konkret bedeutet. Susanne, Liebe ist ein Lernprozess, über das möchten wir sprechen, weil niemand fällt vom Himmel. Und Sexualität ist, was man lernen kann, es ist kein Leistungsdruck, oder? Das ist natürlich jetzt so, wenn du Porno schaust ohne Ende, und dann bist du verheiratet oder du bist verheiratet und schaust Porno. Und ich möchte bewusst dieses Thema Porno aufmachen, weil wenn ich mit den Männern spreche, wenn wir unsere Männerarbeit haben, ist ein Riesenthema. Und man spricht nicht darüber, man schämt sich. Und der Punkt ist das, wir sind alle im gleichen Boot. Wir müssen eine Kultur entwickeln und sagen, ja, ich kämpfe mit dem Thema. Die einen kämpfen mit Sexualität, die einen kämpfen mit den Finanzen. Und die einen kämpfen mit dem Stolz und die einen kämpfen mit dem Minderwert. Die einen kämpfen mit Bulimie und die einen kämpfen mit Depression. Das heißt, wir sind unterwegs und nur da, wo du ehrlich bist, kann Gott auch Wunder machen. Ein Lernprozess. Susanne, was heißt das? Kein Leistungsdruck. Ja, das ist schön zu wissen, dass man in der Sexualität lernen kann. Und Fehler sind Wachstumsmomente. Und genau weil wir uns
in einem Bund befinden, wo man nicht einfach ein- und aussteigt, sondern sagt, hey, wir bleiben zusammen, kann man aus Fehlern lernen. Und das beinhaltet, dass wir auch darüber sprechen, offen und ehrlich sind. Was sind denn die Bedürfnisse? Und überleg dir mal dein Leben und deine verschiedenen Lebensbereiche. Wenn du verheiratet bist und Sexualität zu deinem langweiligsten Lebensbereich gehört, dann ist das ein Indiz, dass du da etwas ändern kannst. Und das ist vielleicht jetzt ein Triggerpunkt für dich. Nimm diesen Triggerpunkt und besprich es mit Gott. Das musste ich auch tun, weil ich stehe heute hier und ich habe gesagt, ich lasse mich nicht jedes Jahr von dieser Beziehungsserie triggern für Dinge, wo ich Erwartungen habe, wo ich überfordert bin und so weiter und so fort. Und es hat sich sowas von gelohnt. Ich stehe heute anders hier als ein Jahr zuvor, auch nach 34 Ehejahren, weil ich gesagt habe, Heiliger Geist, ich brauche Hilfe und mit ihm ins Gespräch gekommen bin, genau über Triggerpunkte. Wir sprechen über Bedürfnisse miteinander, weil wir wissen, Intimität, das ist ein Lernprozess und wir lassen es nicht den langweiligsten Punkt in unserer Ehe sein. Dafür ist es viel zu heilig, dafür ist es viel zu kostbar und dafür ist es etwas, was Gott kreiert hat. Und es ist so ein wunderbarer Gedanke, wenn man realisiert, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben kürzlich die Serie mit der Stiftshütte gehabt. Da ist einem etwas von dieser Heiligkeit rübergekommen. Wir sind dieser Tempel und gleichzeitig hat Gott uns als sexuelle Menschen gemacht, die das auch ausleben können. Und es ist spannend, in der Sexualität, in einer ehelichen Beziehung gibt es nichts Schmutziges an Praktiken und nichts Unsauberes, wenn zwei Dinge erfüllt sind. Erstens, wenn beide daran Freude haben und wenn es den anderen dient. Und das finde ich zwei schöne Maßstäbe und das hilft, wenn Sexualität zur Langeweile geworden ist. Ich möchte euch eine einfache Übung geben, die ist nicht einfach, aber sie ist eigentlich einfach. Was wir gemacht haben vor einigen Jahren, und ich erwähne das immer wieder, weil es gibt so die 3 Einfallstore, Sexualität, Finanzen und auch der Stolz, oder? Und wenn du alle 3 Punkte hast, dann hast du mehr zum Arbeiten, aber jeder von uns hat irgendwo ein S, ein Stolperstein. Wir haben Date Nights gemacht und haben dann die Frage gestellt in der Sexualität, welche 3 Dinge vermisst du in der Sexualität? Und alleine das auszusprechen ist gar nicht so einfach. Manchmal habe ich mich nicht getraut, das zu sagen, weil ich gedacht habe, die denkt, ich bin pervers. Oder sie fragt dann, woher hast du diese Ideen? Ich sage, ja, ich habe eine Small Group. Die sprechen, da habe ich die meisten Ideen. Ich frage immer, ja, Dave, wie machst denn du das? Ja, weißt du. Nein, man spricht darüber. Aber alleine das auszusprechen, was ich mir wünsche, löst bei mir was aus und das löst bei dir was aus. Und dann war die anderen 3 Fragen gewesen, was mache ich so schlecht in der Sexualität, dass es sie abturnt? Und dann kamen ganz einfache Sachen. Ich bin nicht rasiert, ich habe meine Zähne nicht geputzt, ich putze meine Zähne alle 3 Tage. Ist kein Witz, ich habe auch nie Löcher, ich habe keine Not, sie stinken nicht. Wenn ich merke, es hat so etwas drauf, dann merke ich putze sie. Also ich musste wegen meiner Frau die Zähne putzen jeden Tag. Ja, es macht bis heute keinen Sinn, aber ich mache es für sie. Und ich möchte mit dem einfach sagen, macht ein Date Night und fragt einander, was sind deine Wünsche? Und was sind 3 Dinge, wo du einfach nicht mehr machen musst? Und dann arbeitet an dem und dann einen Monat später macht er wieder Feedback. Wir feedbacken alles im Leben und lass uns einfach da auch das Feedback machen. Das Zweite ist, man sollte eine Atmosphäre schaffen, die Lust macht nach Nähe. Wenn du jetzt Single bist, du hast keine Partner, das ist das gleiche Prinzip. Auch da am Anfang, man hat Freundschaften, man ist begeistert und dann irgendwann lässt man nach. Das heißt, Hohelied 1, Vers 17, Zedern sind die Balken unseres Hauses und die Zypressen unser Dach. Das heißt im Urtext, mit anderen Worten, die Balken stehen eigentlich für das Bett oder für das abgetrennte Ort, wo man ist, und dann die Zypressen stehen für diesen Duft. Und es ist mega wichtig, dass man attraktiv bleibt. Attraktiv bleibt ist nicht einfach, weil ich habe schon mal gesagt, es ist jetzt nicht so, Susanne hat einen Kleiderstil, den findet sie attraktiv, ich finde ihn interessant.
Und umgekehrt habe ich Dinge in meinem Leben, die finde ich mega cool und Susanne findet das total schlimm. Es ist das Gleiche wieder. So, ich bin aufgewachsen, wir waren so Bauernkinder. Bei uns war niemand richtig stylisch angezogen. Gucci und Prada habe ich nicht mal gewusst, was es ist. Wir waren einfach angezogen, Hauptsache wir haben Kleider. Bis heute, ich gehe am liebsten nach Asien in den Urlaub, das 30 Grad, ich habe eine Badehose. Da muss ich mir nicht überlegen, was muss ich anziehen. Ich liebe einfach grundsätzlich, mich gar nicht angezogen zu sein. Susanne hat einen krassen Wunsch und Vorstellung, was ich alles müsste und hätte. Und es ist wieder wichtig, ich diene ihr, es ist mein Garten. Ich bin ihr Garten. Ich sage Susanne, was brauchst du? Was wünschst du dir? Es hat mit Fragen zu tun, du musst Fragen stellen. Wenn ich an jemanden coache im ICF, sage ich immer, was brauchst du von mir? Was wünschst du dir von ICF? Was wünschst du dir von dieser Leiterschaft? Und viele Dinge kann ich vielleicht einfach erfüllen und gewisse Dinge sage ich, bin nicht Superman, auch nicht Gott, aber immerhin, man weiß diese Wünsche. Ja, ist genauso. Und diese Woche hat mir jemand erzählt, dass sie eigentlich ihr Gästezimmer viel schöner findet als ihr Schlafzimmer. Und das ist einer der letzten Punkte, die wir heute erwähnen möchten. Was ich an dieser Person geschätzt habe, sie hat das erkannt, sie ist hingegangen und sie hat sich neue Bettwäsche gekauft. Das Schlafzimmer darf schon einladen mit der Art und Weise, wie es gestaltet ist. Vielleicht sparst du für neue Bettwäsche, weil es dir genauso geht. Der nächste Punkt, Nähe braucht Rituale und auch es dürfen Spaß machen. Das ist auch wenn du Single bist und du hast Freundinnen und Freunde, dann Date Nights, mach ab, geh einen schönen Ort, das darf nie aufhören, weil wenn man am Anfang immer verliebt ist, was habe ich nicht alles gemacht, um diese Frau zu bekommen? Und dann hat man sie und irgendwann lässt es ein bisschen nach, das ist normal, das ist völlig normal, da hast du nichts Falsches gemacht. Und nach 4 bis 7 Jahren lässt die Verliebtheitsphase nach, ist normal, ist auch im Glauben an Gott so. Nach 4 bis 7 Jahren hast du alles gehört und gesehen. Und dann entsteht die echte Liebe, weil Liebe kann man investieren. Man hat Date Nights, man geht zusammen weg, man betet zusammen. Man schaut, dass der Körper einigermaßen, das Herz und der Geist, der Körper einigermaßen, mit anderen Worten, ich gehöre zu den Menschen, ich kann essen, was ich will und ich nehme dabei zu. Wenn ich nichts mache, nehme ich zu. Seit 30 Jahren ist Ernährung mein Thema. Und wieso lasse ich mich nicht gehen? Weil meine Frau hat nicht gerne mich mit Bauch. Also mein Bauch. Ich sage euch das ganz, ganz ehrlich, ich möchte da niemand judgen, aber für sie ist es mega wichtig und ich arbeite hart. Darum fasse ich auch darum fasse ich ja vor Ostern. Das ist meine Art, nochmals das Gewicht runterzubringen. Ja, ich habe eine doppelte Moral. Weil ich weiß, meine Frau, der gefällt es und ich weiß, ich muss es runterbringen. Lachen ist sexy, Humor und entspannt sein. Ich möchte mit einem Bibeltext enden, weil niemand von uns ist perfekt. Wenn du sagst, nach dem Sex weinst du, das hat mich verletzt. Ich dachte, war das so schlimm? Nein, ich möchte sagen, wir sind alle im gleichen Boot, oder? Und niemand von uns macht das perfekt. Aber die sexuelle Sünde ist die Sünde, die am meisten zerstört. Sie ist nicht eine größere Sünde als der Rest, aber sie zerstört mehr. Und das weißt du. Und darum lasst uns Acht haben. Da war eine Frau, die hat die Ehebruch begangen in Johannes 8, Vers 11. Und Jesus sagt zu ihr, ich verurteile euch nicht. Ich würde nie mit meinem Finger auf jemanden zeigen. Never ever. Weil es zeigen immer 3 Finger auf mich selber. Entgegnete Jesus ihr, du kannst gehen, aber sündige nicht mehr. Und wir wünschen uns, dass du einfach überlegst, was ist in der Predigt für dich der Punkt, wo der Heilige Geist den Finger drauf legt. Wo legt er den Finger drauf? Und nimm diesen Punkt und geh in einen Dialog mit Jesus und bitt ihn, da ein Wunder zu vollbringen. Um mal ganz kurz eine Box aufzumachen, auch wir haben unsere Kämpfe. Ich habe es schon mal erwähnt, aber ich möchte den Kontext verstehen. Meine Reisen, die ich mache, sind nur so lange, wie ich auch merke, in meiner Sexualität funktioniert das und das ist 3 Tage. Und ich plane meine Reisen um diese Leidenschaft, die mir ist. Das ist kein Witz, bin ich ganz, ganz ehrlich.
Und für mich ist es wichtig, dass meine Frau mitkommt nach Asien, nach Amerika, weil dann habe ich ich brauche dieses Problem nicht auf den Reisen. Das heißt, wir haben ein Problem in diesem Punkt und nicht, dass ich in der Gefahr bin, aber ich möchte nicht in diese Gefahrenzone hineinkommen. Susanna reist nicht gerne. Das ist für sie absolute Katastrophe. Und dieses Jahr war ich zum ersten Mal 8 oder 9 Tage allein unterwegs in Amerika und ich hatte so Angst, weil das hat bei mir was ausgelöst. Ich habe gedacht, das darf doch gar nicht wahr sein, sie unterstützt mich nicht und Gott hat Türen aufgemacht in Amerika und ich konnte da und da und da und da und da. Und ich musste das so planen, dass ich immer mit Freunden zusammen war, wo ich nicht alleine war. Das hat bei uns mega viel ausgelöst. Versteht ihr? Ich möchte sagen, man ist immer im Prozess, dann hast du Kinder, dann hast du keinen Bock, dann hast du keine Lust, dann hast du das. Mit anderen Worten, man muss einen Weg finden. Aber überlass das nicht einfach irgendwie, weil es ist zu kostbar und zu heilig und zu schön, dass wir auch sagen können, wir sind nicht gegen etwas. Wir sind für die Sexualität in der Ehe und da geht es ab mit der göttlichen Kraft Gottes. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.